der wichtigste Psalm. Ich meinte nicht, dass es gibt einen Psalm, der wichtig und der Rest vom Psalm oder Gottes Wort nicht wichtig. Das meinte ich nicht. Ich persönlich glaube, dass das ganze Buch ist vom Heiligen Geist geschrieben. Jeder Wort, jeder Einsatz in die Bibel ist Gottes Wort und ist genau wichtig, ob es im Alten Testament oder Neuen Testament. Aber ich meine von dieser das wichtigste Psalm, das ein Psalm, wie Bruder Peter hat gesagt, wahrscheinlich Psalm 22, weil das ist über das Kreuz gesprochen, oder 23, der Herr ist meine Hirte, oder 24, mach hoch die Tür mach auf. Das ist alles sehr wichtige Psalmen. Aber manche haben schnell gesehen, was denkt ihr, was ist das wichtigste Psalm? Und weil ihr gesehen, sage ich noch, wer sagt, was ist der wichtigste Psalm, muss mir sagen, warum. Ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht für die richtige Antwort. Was ist der wichtigste Psalm und warum? Bitte. Von Buße. Und das ist Psalm 51. Darf ich das Ihnen erreichen? Das ist ein Stück Mango aus Ägypten. Das letzte Stück, was ich habe mitgebracht letzte Woche. Vielen Dank. Dankeschön. Das Psalm 51. In dieser Psalm werden wir etwas Neues lernen. Von David, der stand und hat gesagt, der Herr ist mein Hirte. Der hat im Psalm 27 gesagt, der Herr ist mein Heil und mein Licht. Von wem werde ich Angst haben? Sehen wir heute derselbe Mann in total anderer Situation. Und ich bitte Bruder Peter, dass er mit uns den Psalm lesen. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entzündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Schön. Ich möchte ganz kurz mit uns beten. Wir beten heute für auch manche Gebetsanliegen. Wir haben ein Kind in Ägypten, der wird heute operiert. Ismu ibn Samah. Freddy. Wir beten für das Kind Freddy,
der Welt operiert. Wir beten auch für unsere Geschwister in Gaza. Ich habe gerade von dem Pastor dort ein E-Mail bekommen und er schreibt hier, liebe Freunde, es ist eine sehr schwierige Situation in Gaza. 1040 sind umgekommen, etwa 6000 sind verhaftet, mehr als 150.000 Personen haben ihre Häuser verlassen. Es ist nie passiert seit 1948. Ich bin in die Gemeinde mit meiner Frau und das Baby. Keiner traut sich, am Gottesdienst zu kommen. Unsere Geschwister leben bei der UN, die UNO. Die UNO haben Plätze vorbereitet. Wir brauchen Gebet. Nicht nur für meine Familie, sondern für die Familie von der Gemeinde. Natürlich, viele von den Hamas-Leuten verstecken sich mitten in den normalen Häusern und das macht mehr Gefahr. Aus der anderen Seite, in Israels Seite, sind auch so viele Störungen passiert von der Hamas, die schicken Bombardierung dort. Ich schreie an den Herrn und bitte ich euch, dass ihr für uns heute am Sonntag beten. Lasst uns beten auch für unsere Geschwister, die im Urlaub, dass die zurück zu uns mit Kraft, mit neuer Kraft und gesund sind. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen und beugen uns vor dir und wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Herr aller Herren. Du bist unser Heiland. Wir kommen heute mit unserer Gebetsanliege und beten für das Kind Freddy, dass du deine Hand auf ihm legst und gib dir Ärzte Weisheit durch diese Operation. Wir beten für unsere Geschwister in Gaza. Die brauchen deine Hilfe, die brauchen Friede in diesem Momentan. Aber auch von der anderen Seite von Israel. Herr, du bist der Herr des Friedens. Du bist der Herr der Segnen. Komm bitte, trotz dieser Situation. Du kannst deine Hand legen. Aber ich habe eine Bitte, Herr Jesus, dass durch dieses Chaos, lass die Muslime deinen Frieden erfahren. Du bist der Herr, der gekommen, um Frieden zu geben. Ich bitte dich für unsere Geschwister, die Mitarbeiter, aber auch die Mitglieder, die unterwegs sind und im Urlaub, dass du sie behüten, segnen unterwegs, dass die nochmal zum Dienst oder Arbeit mit Freude und Gesundheit zurückkommen. Schenke mir deine Kraft in dieses Wort. Segne uns und schenke uns Freude an dieser Predigt in Jesu Namen. Amen. Ich habe beim letzten Predigt von der Schlüssel der Psalmen gesprochen und das war Psalm 1. Und damals habe ich gesagt, warum ist das der Schlüssel? Weil es geht um einen heiligen Mann, es geht um einen heiligen Gesetz, es geht um einen heiligen Baum. Ich versuche langsam ein bisschen zu sprechen, weil heute wird auch auf Arabisch übersetzt und die Liebauer übersetzt. Sie hat mich gebeten, langsam zu sprechen. Ich versuche, aber ich kann nicht versprechen. Es gibt keine Bremse hier. Ich fange an und geht vom Herzen da. 4. Es geht um heiliges Wasser. 5. Es geht um eine heilige Frucht. Dann es geht um heilige Blätter. Und es geht um ein heiliges Werk. Auch als Zusammenfassung, dass die Psalmen sind geschrieben, circa von 1500 vor Christus, die Zeit von der Prophet Moses, bis circa das Jahr 580 vor Christus, babylonische Gefangenschaft. Wir können etwas lesen vom Psalm 137. 73 Psalmen sind von dem David geschrieben, 12 von Asaf, der Prophet Asaf, und der bekannteste Psalm von Asaf, das Psalm 73. 11 Psalmen von den
den Söhnen Korach. Dann zwei Psalmen von Salomo, 72 und 127. Und danach Psalm von Ethan, der Ezraiter, Psalm 89. Ein Psalm, das Psalm 90, hat der Prophet Moses geschrieben. Wenn wir diese Psalmen zusammenrechnen, die sind 100. 50 Psalmen sind von unbekannten Autoren. Wahrscheinlich, es kann sein, dass David hat den geschrieben. Das Wort Psalm bedeutet auf Hebräisch Tahlim. Auf Arabisch heißt Tahlil. Und die Bedeutung auf Europäisch heißt Lobpreis. Lobpreis. Die Psalmen sind ein Schatz. Aber der wichtigste Psalm von meiner Sicht hier ist Psalm 51. Warum? Die Gründe hierfür, das erste ist ein Psalm mit der Buße. Ein Psalm mit der Buße. Und ich rede heute für uns alle als Wiedergeborene, aber auch, wenn jemand hatte, die Freiheit von Jesus Christus noch nicht erfahren. David war Gottes Mann. Gott hat David ausgewählt von seinen Brüdern. Und da hat der Prophet Samuel extra geschickt. Und der Samuel hat David eingesalbt. Und Gott hat David viele Verheißungen gegeben. Von seiner Kinderzeit her war er ein Führer. Und er erzählte vor der König, ich habe einen Löwe und einen Bär umgebracht. Von seiner Kinderzeit her war er ein Hirte. Und ein Hirte hatte bestimmte Eigenschaften. Ein Hirte hat Geduld. Ein Hirte hat Erfahrung. Ein Hirte liebt seine Schafe. Ein Hirte ist bereit, sich selbst zu geben, um seine Schafe zu befreien oder zu retten, wenn ein Löwe oder ein Fuchs kommt. Deswegen hat jeder Hirte ein Stück und die Stab. Dieser ausgewählte Mann hatte auch Schwachheit, wie ich, wie viele von uns. 2. Moses lesen wir in 2. Samuel Kapitel 11. 2. Buch Samuel Kapitel 11. Lesen wir, das war Kriegezeit. Die Soldaten alle stehen nach vorne. Und der David, der König, war auf dem Dach seines Hauses. Eigentlich, das ist Zeit zum Beten. Das ist Zeit, dass er zu den Soldaten gehen und denen zu ermutigen. Aber die Bibel sagt, es war Abend und er ist gegangen zu spazieren auf dem Dach. Geht zu spazieren. Und der Feind suchte immer die Zeit, wo nicht programmiert. Der Satan sucht die Lehre, wenn ich Lehre habe. Der Satan sucht die Zeit, wo ich faul bin. Der Satan nutzt aus, wenn ich jetzt benutze die Zeit mit Lächerlichkeit. Und er hat von oben gesehen, eine Frau, die sich badet. Und danach, was man sieht, kommt in dem Gedanken. Und es wird hier gespeichert, bis es in einen Schwachpunkt und kommt und bewegt die ganze Emotion in die Körper. Wir wissen, die
der Rest davon die Geschichte. Hat gefragt, wer ist die? Danach hat Leute geschickt, die haben die Frau gebracht und er hat mit der Frau geschlafen. Keiner denkt von David, keiner überlegt. Und ein Jahr lang hat er das versteckt. Aber das ist wie eine Bombe, die ist mit Uhrzeit, mit Zeit. Wissen Sie, die Leute, die legen eine Mine irgendwo. Und das ist wie eine Uhr. Tick, 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 tick. In einer bestimmten Sekunde wird das explodieren. Vielleicht kann man ein Jahr diese Sünde verstecken. Vielleicht 5 Jahre. In dem Seelsorge saß ich einmal mit einer Oma in Deutschland, die ist 84 Jahre alt. Und sie kam, sie hat gebeten um Gespräch. Und sie hat gesagt, ich leide unter einer alten Sünde in meiner Jugendzeit. Davon wusste niemand. Aber ich fühle mich jetzt total fertig. Ich weiß, dass ich bald sterbe. Ich weiß, dass ich eine Krankheit habe, wo ich nicht damit leben kann. Und ich möchte das heute bringen. 84 Jahre alt. Von der jungen Zeit her. Die Sünde ist wie eine Bombe, die irgendwann wird explodiert. Aber dieser Psalm ist sehr wichtig, weil ein Psalm der Buße. Es gibt einen Bibelvers in Apostelgeschichte 3,19. Apostelgeschichte 3,19 sagt, so tut nur Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung von Angesicht des Herrn kommen. Dieser Bibelvers ist für mich die ganz Neue Testament. Jesus hat auf dem Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Der Scheck ist so schon untergeschrieben. Um diesen Scheck zu bekommen, ich brauche Buße zu tun und die kehre um. Und diese 2 Worte, tun nun Buße und bekehrt euch. Manchmal ich tue Buße, weil die Sünde tut mir weh. Meine Innere gibt mir keine Ruhe. Aber dieser bekehrt euch oder kehrt um. Das ist schwierig für uns als Menschen. Dann sagt, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das Wort tilgen, ausgetilgt, habe ich von jemandem, der auf einer Bank arbeitet. Er arbeitet in einer Bank, hat gesagt, das Wort tilgen und getilgt wird in der Bank benutzt. Wenn jemand die Schuld hat und das ist alles gegleicht und fertig, wird das getilgt. Und dann sagt hier, dass damit die Zeit der Erquickung von Angesicht des Herrn kommen. Und wenn ich dieser Bibelvers von hinten nach vorne jetzt überlegen oder denken, dass die Zeit für die Erquickung von Angesicht des Herrn kommt und meine Sünde wird getilgt, alles was ich brauche, dass ich Buße tue. Und deswegen kam zu meinen Gedanken, das ist der wichtige Psalm, weil ohne diese Buße und ohne diesen Psalm können wir nicht dieses Psalm singen, Halleluja, preis den Herrn. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie können wir solche Psalmen singen? Und innen drin ist ein großer Stein. Noch ein Bibelvers
in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist immer da. Er ist immer so, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Treu und gerecht. Er wartet. Er wartet. Das ist ein sehr wichtiger Psalm, weil es der Psalm der Buße. Aber noch ein Psalm der Demütigkeit. Demutigung. David, der ist immer Symbol für die Macht und die Kraft. Und David, der hat so viele Psalmen geschrieben. Er hat viel Sieg. David, der stand gegenüber von Goliath und hat Goliath umgebracht. Heute sehen wir David ein anderes Bild. David, der sein Name bedeutet, David heißt der Geliebter. In 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. 2. Chronik 7, 14. Ich immer versuche zu finden, eine Idee, dass ich die Bibelverse auswendig lerne. 2 mal 7 macht 14. Das ist sehr leicht. Und mein Volk sich demütigt. In meiner arabischen Sprache steht, wenn. Wenn mein Volk, hier steht, und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihrem bösen Wegen bekehren werden. So will ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Es gibt manchmal Unruhe in mir selbst oder Unruhe in die Ehe zwischen mir und meiner Frau oder Unruhe mit den Kindern. Und manchmal gibt es Unruhe in die Gemeinde. Weil es gibt Sachen, die muss ich vor dem Herrn bringen. Muss ich die Sache vor dem Herrn bringen. Ich muss nicht vor der Gemeinde stehen oder vor Leute. Das muss nicht sein. Aber ich muss vor dem Herrn in Ruhe kommen und meine Sünde vor ihm bekennen. Und ich bringe diese Missetat vor ihm. Er ist treu und gerecht. Hat da jemand mir gesagt, die Sünde, die ich verstecke, werde der Herr dieser rausholen. Und die Sünde, die ich vor dem Herrn ganz offen vor dem Herrn bringen, werde der Herr das heilen und werde mich in seinen Händen verstecken und helfen. Noch ein Grund. Das ist der wichtigste Psalm, weil das ein Psalm der Korrektur. Korrektur. Wir hatten in Deutschland eine Feier für einen Professor, der war 74 Jahre alt, hat er in die Bibelschule gearbeitet und hat auch, wenn jemand unterwegs oder hat Urlaub oder benötigt Urlaub, hat der Mann immer die Zeit genommen und gegangen. Und als er in Rente gehen wollte, haben wir einen sehr schönen Abend mit sehr schöner Liederzeit. Und er spielte Geige, da haben wir jemanden, der auch Geige spielen, eingeladen. Und danach hatte er das Wort. Und ich habe ihm eine Frage vorgestellt. Wenn das Leben und die Jahre kommt nochmal zurück und fängst du dein Leben jetzt nochmal neu, was würdest du anderes tun? Was würdest du tun, wenn du jetzt heute noch 18 Jahre alt wirst?
Er hat gesagt, ich habe viel gepredigt und viel unterrichtet und sehr wenig gebetet. Zweitens, hat gesagt, in den ersten 40 Jahren in meinem Leben war ich sehr stolz, um Entschuldigung an einen Student oder Studentin oder einen Kollegen zu sagen. Drittens, manchmal war ich wie ein Pferd zu Hause. Ich will nur sagen und meine Frau soll tun, was ich gesagt habe. Wenn das Leben rückkehrt, da will ich das natürlich nie nochmal tun. Und ich sage an euch, an uns damals, als meine jungen Leute, pass auf. Lerne Entschuldigung zu sagen. Zuerst zu dem Herrn. Weil die Sünde ist zu dem Herrn. Und das ist die Korrektur, sagt er hier David. Sagt er hier in Vers 6. Kapitel 51, Psalm 51, Vers 6. Übrigens, für alle meine arabischen Geschwister, wir lesen von Vers 1 bis 12. Das ist auf Deutsch von 1 bis 15. الإخوات اللي بيتكلموا عربي القراية هنا من 1 ل 15 لكن عندكم في العربي من 1 ل 12. Vers 6 hier. An dir allein habe ich gesündigt und Übel vor dir getan. Korrektur. Er wusste, dass die Sünde ist gegen den Herrn, nicht gegen Bethseba, nicht gegen Uriah, nicht gegen die Militär oder nicht gegen sich selbst. Er hat die richtige Korrektur. Er sagte hier, an dir allein habe ich gesündigt. Die Sünde nicht gegen meine Frau und mein Kind oder die Brüder in die Gemeinde. Ja, natürlich, das ist auch ein Schade. Aber in der ersten Reihe, diese Sünde ist gegen den Herrn. Das ist ein Mann, der sagt hier in dem Psalm, ganz am Anfang, Vers 3, sei mir gnädig, tilge meine Sünden. Vers 4, wasche mich wohl. Wer ist da? Wer der das sagt, das ist David, der König, der ausgewählt, der eingesalbt. Der hat eine Vergangenheit, eine lange historische Geschichte voll mit Sieg. Kommt und korrigiert die Situation vor dem Herrn. Und wenn ihr vergesst alles, was ich heute sage, bitte vergesst diesen Satz nicht. Keiner von uns ist groß oder stärker gegen die Sünde. Aber jeder von uns kann gegen die Sünde stehen durch Gottes Gnade. Durch Gottes Gnade. Psalm 32, die Verse 3 bis 5. Es gibt zwischen 32 und 51 eine große Verbindung. Und in der Zeit, von dem Datum her, Psalm 51 hat es David geschrieben zuerst. Und danach kam Psalm 32. Und zwischen diesen zwei Psalmen ist ein Jahr Zeit. Ein Jahr Zeit. In diesem Psalm sagt er, als ich es verschweig, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg mein Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn mein Übertrennung bekennen. Da vergabst du mir meine Sünden Schuld. Als ich wollte das verschweigen, ich wollte das verstecken, habe ich das Gefühl, deine Hand ist sehr schwer auf mich.
Aber als ich angefangen zu denken, ich bekenne meine Sünde, du hast die Tür geöffnet. Du hast diese Schuld, diese schwere Last von mir weggenommen. Aber noch ein Grund. Dieser Psalm ist sehr wichtig, weil ein Psalm der wiederkehrende Freude des Heils. Und ich möchte in ganz kurzen Minuten reden, die Gründe für das Verschwinden der Freude des Heils. Warum die Freude des Heils verschwindet? Wie das kann passieren? الأسباب اللي بتفقدني بهجة الخلاص. Das erste Grund, das Vernachlässigen der täglichen stille Zeit. Der Vernachlässigen der täglichen stillen Zeit. Es ist sehr wichtig, liebe Geschwister, sehr wichtig, dass wir unser tägliches geistliches Brot bekommen. Es ist gefährlich, dass man fängt seinen Tag mit dem Telefon oder fängt seinen Tag mit Papier oder mit hier oder hin. Leider in mancherlei ist die Tasse Kaffee wichtiger als die stille Zeit morgens. Und die Tasse Kaffee ist wie eingesetzt heute. Ich habe am Anfang gesagt, der Satan sucht und versucht, die leere Zeit, wenn ich müde, nicht aufwach, und versucht mit mir zu spielen. 3. Mose 6, 5 und 6 spricht über jemanden, der Opfer gibt und sagt, der Ofen muss immer heiß. Und die Feuer darf nicht ausgelöscht. Ein Ofen, der immer heiß. Und die Feuer darf nicht ausgelöscht. Noch ein Grund, die Gefahr eines umherschweifenden Augen. Ich mache keine Kontrolle auf meine Augen. Und hier möchte ich zu sagen für uns, ob Erwachsene oder Jugend oder groß oder klein, die Leute, die uns heute über Internet sehen, Geschwister, die hören uns in die ganze Welt. Dieser Auge ist Gottes Gabe. Gott hat diese Auge gegeben, dass ich meinen Weg finde, dass ich Gottes Wort lesen, dass ich meine Arbeit tun. Wir sollen richtig Kontrolle auf unsere Augen. In Matthäus Evangelium Kapitel 6, die Verse 22 und 23. Unser Auge ist wie eine Lampe. Das ist das Licht für die ganze Körper. Ich weiß, dass es bei manchen Programmen auf dem Internet, wenn man einfach den Screen öffnet und danach kommt sehr nackte Bilder. Oder man sieht hier in Europa auch, wenn es ein bisschen ein Tag heiß, Leute, die laufen fast nackt. Was soll ich tun? Soll ich mit verschlossenen Augen laufen, dass ich niemanden sehe, bis ich einen Unfall habe? Natürlich nicht. Was soll ich tun? Ich muss jeden Morgen vor dem Herrn für meine Augen beten. Herr, gib mir Schutz, schütze meine Augen, schütze meine Gedanken, behüte mich rein für dich. Sagt die Bibel, 2. Samuel 11, er lauft auf dem Dach und er sah von oben. 1. Mose Kapitel 3 sagt die Bibel 3 Worte über Eva, was ist mit ihr passiert, dass sie sah, dass das Baum sieht schön aus, schön für die Augen, interessant zum Sehen,
Alles mit den Augen. Noch ein drittes Grund, die verspätete Buße. Ich lasse die Sache, danach mein Herz wird kalt. Wenn ich die Sünde tue, danach bin ich unruhig, habe ich keine Freude. Und danach lasse ich die Sache und plötzlich wird mein Herz kalt. Und ich wäre nicht der Person, der sensibel ist für die Sünde. Und die Sünde Nummer 2 wird leichter zu tun. Und die Nummer 3 wird mein Lebensstil, wird ganz normal. Ich denke, dass das schwierigste Jahr im Leben David, das war dieses Jahr, wo er die Sünde in ihm versteckt. Und er sagt, meine Sünde ist vor meinen Augen immer. Meine Sünde ist vor meinen Augen immer. Jeden Tag kommt vorbei bei dieses Hauses, erinnert er seine Sünde. Jeden Tag kommt die Name von der Frau, erinnert er seine Sünde. Jeden Tag. Der Feind wird mich nicht lassen, in Ruhe lassen. Lasst mich ganz offen bitte mit euch reden. Akzeptiert mich mit meinen orientalischen Gedanken. Ob du verheiratet bist oder nicht, das spielt keine Rolle. Josef, der junge Mann, hat richtig Sieg und überwunden über die Sünde, als die Frau hat ihm geboten und versucht mit ihm mehrere Mal. Aber David war verheiratet mit 2 Frauen. Und er hat die Sünde gemacht. Es hat da nichts zu tun, ob ich bin ledig oder verheiratet. Bin ich Witwer oder habe ich eine Partnerin? Es spielt eine Rolle. Habe ich den Herr Jesus Christus lieb? Will ich ihm wirklich nachfolgen? Ich will den Heiligen Geist einen Platz in meinem Leben geben. Hat auch nichts zu tun, wo ich lebe. Manche sagen, ach, bei euch in Ägypten oder in arabischen Ländern, alles ist verboten. Aber bei uns hier, nein, hat nichts zu tun damit. Josef war in dem Haus von Potiphar. Da war die Sünde offen. Aber Hophni und die Phinehas, die sind 2 Söhne von Eli. Eli, der Priester. Erinnert jemand von euch, wo haben die beiden die Sünde gemacht? Genau im Tempel, in dem Tempel, wo die Leute beten. Hat da nichts zu tun, wo ich wohne, wo ich lebe. Die leben in dem Tempel, aber leben in Sünde. Und der andere ist nicht in ein Haus, aber hat gesagt, wie mache ich diese große Sünde? Und lass mein Herz traurig sein. Das tue ich nicht. Ich komme noch an einen Grund. Heimliche Beziehungen. Heimliche Beziehungen. Wenn es eine versteckte Liebe oder heimliche Beziehungen gibt in meinem Leben, der Heilige Geist wird traurig. Und dann, die Freude des Heils fällt aus. Und was bringt das? Ich bin wiedergeboren, ich bin Pastor oder ich bin Bruder in die Gemeinde oder ich bin Vater von einer Familie und ich freue mich nicht, ich habe keine Freude. Die einzige Sache, die uns trägt hier auf die Reise, die Freude. Die Freude trägt uns. 2 Gründe möchte ich einfach so erwähnen, stehen nicht, aber bei dem Gebet heute morgens, da kamen zu meinen Gedanken, weil die waren bei mir persönlich, in einer bestimmten Zeit waren bei mir persönlich. Einer davon, die Auflösung in der Arbeit, die Arbeit ohne Ende. Leute, die arbeiten ohne Ende, keine Stoppen. Kein Samstag, kein Sonntag, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
geht die Freude des Heils weg und man wird wie eine Maschine. Gott selbst hatte einen Tag Urlaub gehabt. Gott hat in seinem Programm einen Tag Urlaub. Wir müssen gut aufpassen, dass die Arbeit ist eine Gnade. Dass Gott uns Arbeit gibt, das ist eine Gnade, eine Gabe. Dass ich diese Gnade falsch benutze, es macht Familie kaputt, die Ehe geht kaputt, Kinder werden jeder in seinen Wege, die Mama arbeitet viel oder Papa arbeitet viel und es gibt kein gemeinsames Zuhause oder keine warme Atmosphäre. Das war nicht der Grund, wo Gott eine Familie bauen will. Noch ein Grund, das Spiel mit Gottes Geld. Wenn ich nicht Gottes Geld richtig mit Sauberkeit gebe, ich wäre nie reich, wenn ich alles für mich nehme. Ich wäre nie reich. Das Gegenteil. Das Gegenteil. In Ägypten hatte ich ein Auto gehabt, 8 Jahre lang. Und die Straßen bei uns ist nicht bei euch hier. Nein, die Straßen findet man Nägel und ein Stück Glas, kaputt Glas und überall findest du 8 Jahre lang mit einer Fiat und der Fahrer von Aswan bis Alexandria, über 1000 Kilometer, hier und hin, überall. Wir haben täglich für das Auto gebetet. Und Gott hat das Auto wirklich behütet. 8 Jahre wechseln wir Öl in der richtigen Zeit, gehe zum Mechaniker, bevor jede große Reise. Die Reife habe ich manchmal die Hand auf die Reife und sagte, Herr, bitte behüte die Reife für diese Reise. Weil so viel unterwegs, Nägel und Stück Glas und alles. Dann habe ich das Auto an einen Doktorarzt verkauft. Jede Woche ruft mich an und sagt, was sollen wir mit dem Motor tun, das läuft nicht. Sagt er, beten. Sagt er, was sollen wir mit den Reifen tun? 2 Reifen auf dieselbe Reise kaputt. Sagt er, Sie müssen für die Reifen beten. Entweder gibst du Gott sein Teil und er behütet die Reste, oder nimm mal alles und du bezahlst das 3, 4, 5-fach. Das nimmt die Freude des Heils weg, wenn ich das Geld für den Herrn nicht gebe. Und ich möchte euch etwas sagen. Gottes Arbeit wird weiterlaufen, ob du bezahlt oder nicht. Gottes Arbeit wird weiterlaufen. Aber du und ich verlieren wir die Freude mitzuteilen in Gottes Bereich. Ich komme auch an einen Punkt, ein Psalm, der ein Herz für die Verlorene schenkt. Und da komme ich langsam zum Schluss. In Vers 13 sagte er, ich will die Abtrünnigen deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Bevor David hat dieses Psalm, hat er immer mit den Fürsten und mit den Offizieren, mit den großen Leuten gesessen, er hat gesprochen. Aber als er in diese Sünde gefallen, hatte er ein Herz für die Schwachen, für die Gebrochene, hatte er ein Herz für die Sündigen. Und er hat gelernt, dass er sitzt und redet mit denen. Und obwohl der Unterschied ist riesengroß, aber in Hebräer 2,18 steht über Jesus Christus, den worin er selbst gelitten hat. Als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. Er hat das gelitten. Obwohl der Unterschied ist groß zwischen was ist mit David oder mit dem Jesus Christus, aber wir sehen hier, manchmal erlaubt Gott,
wenn ich kehre zu ihm und die komme und die Buße tun, erlaubt mir, dass ich verstehe und die helfe. Wir haben einen Mitarbeiter in Deutschland, ein Bruder im Herrn. Er war drogenabhängig, hat alles probiert, alles was man schlucken, alles was man riechen und alles was man spritzen, alles was man hat, alles probiert. Und als er zum Glauben gekommen, der Herr hat ihn richtig geheilt, hatte er jetzt Dienst unter die Drogenabhängigen. Und er weiß genau, wie er diese Leute helfen kann. Er hat riesengroßes Herzen. Er hat mich zweimal eingeladen, um Andacht für diese Leute. Und ehrlich gesagt, wirklich, es ist nicht einfach, wie die sitzen, wie die reden, wie die laufen, wie die Sünde, wie die Drogen. Jeder Organ ist fast kaputt. Aber er hat großes Herzen, sitzt mit, isst mit und redet mit und lacht mit und nimmt denen, macht mit denen Therapie, weil er hat selbst das. Das ist unser Herr Jesus Christus. David hat seine Sünde bekennen. Gott hat ihn gesegnet, hat die Sünde getilgt und vergibt. Und die Freude des Heils kam und erfüllt sein Herz nochmal. Und der Herr sagt, ich habe das Herz von David, der Sohn von Jesse, gesucht. Er ist wie meinem Herzen. Vergebung heißt tilgen. Er hat getilgt. Und er singt in Psalm 32, selig ist der Mann, der Herr seine Sünde nicht rechnen, der Herr seine Sünde getilgt. Da kommt die Freude des Heils. Und Bruder Norbert hat am Donnerstag gesprochen über die Frucht des Geistes. Kommt Liebe, Freude, Friede, Treue, alles kommt nochmal. Als Schluss für dieses Wort will ich mit euch alle zusammen dieses Psalm beten. Und das wird unser Schlussgebet. Und wenn es geht, dass wir alle aufstehen und beten wir den Psalm. Wir fangen an ab Vers 3. O Gott. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertritte nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Sünde ist allerzeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und reinigst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und im Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit, so lass mich in verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlichen, die du verberge dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem in meinem Inneren. Verwerfe mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deinen Wegen lehren, dass sich die Sünden zu dir bekehren. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.